Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Bern. Wir haben folgende 3 Beiträge heute für eure Sendung. Der Vespa-Flüsterer Peter Rüegsegger aus Brienz, die SCB-Legende und Stadtberner Unikum Peter Schmidt und wir haben mit 2 Teilnehmern der Cannabis-Studie geredet. Am Peter Rüegsegger seine grosse Leidenschaft sind Vespas. Im 2004 hat er das Geschäft von seinem Vater, Zweirad GmbH, übernommen. Als eine der letzten repariert und restauriert er Vespas, Moffas und andere Motorroller. Meine Kollegin Tanina Häusli ist auf Brienz und hat die Vespas ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Wir sind hier im Ausstellungsraum von unserem Geschäft, von Rüegsegger Zweirad GmbH, wo wir seit 1970 den Standort haben, hier im Kienholz. Seit 1966 Vespa-Vertretung haben, offiziell. Mich fasziniert vor allem, dass es einfache Technik ist, wo man mit einfachen Mitteln flicken kann. Über Jahre ist es immer gleich geblieben. Der Kult, der drumherum ist, also das Design, das sehr zeitlos ist und sich eigentlich über all die Jahre nicht gross verändert hat. Man sieht ja am Erfolg, was sie haben, dass sich das eigentlich immer wieder wie soll ich sagen, eben nicht verbessert hat, also im gleichen Design eigentlich immer ist beliebt gewesen. Die speziellste Restauration war sicher letztes Jahr mit einer Lambretta. Keine Vespa, sondern Lambretta. Das war eigentlich das Konkurrenzprodukt von der Vespa. Die hat man natürlich auf alle Weise weg probiert zu kopieren. Wo man in den 60er Jahren gesehen, dass das so eine Erfolgsgeschichte ist. Es hat einige Hersteller gegeben, die das kopiert haben. Darunter auch Lambretta, und da hat einer in den 60er Jahren selber einen Seitenwagen hergebaut. Das ist ein Einzelstück, gibt es nur einmal. Und das war ein Scheunenfund von einem Kunden, und die haben wir dann komplett zerlegt und wieder frisch aufgebaut. Von Brienz kommen wir nach Bern. Der Peter Schmidt ist ein Berner Unikat. Früher ist er mit dem SCB 2-mal Schweizer Meister geworden und heute ist er diplomierter Tennislehrer. Aufgewachsen ist er in der amerikanischen Botschaft, gerade neben dem Tennisplatz. Welche Vorschriften er früher in der Botschaft einhalten musste und was sonst noch in seiner Vergangenheit war, hat er meinem Kollegen Ben Abeckle erzählt. Mit 10 Jahren bin ich SCB und 59 und 65 Schweizer Meister mit ihnen. Ja, das haben wir gross gefeiert, weil das war der erste in 59 und wir hatten einfach eine gute Mannschaft gehabt. Ich habe nachher auch mit dem Tennis angefangen und bin nachher in Freiburg als Tennislehrer 2 Jahre. Und als ich diplomierter Tennislehrer war, bin ich nachher in den Tennisclub Rot-Weiss in Bern. Du bist ja hier neben dem Platz aufgewachsen vom Tennisclub Rot-Weiss Bern. In der amerikanischen Botschaft, also schon dann eigentlich eine spezielle Geschichte von dir? Ja, das war schon früher so, weil wir haben immer gehockeylert, haben immer Bälle zusammengelesen hier auf dem Tennis, wo wir Gielen waren. Und ja, die Eltern haben dort gearbeitet, beide. Wie war das für dich als Giel? Ja, wir haben einfach glücklich sein, dort zu wohnen. Und Haufen Schulkollegen sind nachher am Nachmittag bei uns im Garten shooten, bis wir nachher Verbot haben bekommen, weil wir zu viel gemögt haben und die nicht mehr arbeiten konnten. Dann mussten wir im Wald shooten. Du, und am Abend musst ihr jeweils die Vorhänge ziehen? Die Vorhänge mussten wir ziehen, als Kriegszeiten waren. Und dann mussten wir gerne die dunklen Vorhänge ziehen, der Brüder schon. Also eben Kaltkrieg, nicht, dass die Russen reinspienzeln können. Das ist genau so. Wir waren dann nicht so Freunde, aber wir hatten einfach Vorschriften. Und Peter, wie lange willst du noch Tennis spielen, noch auf dem Platz sein? Früher haben wir schon ein paar Bierchen hingetutscht, aber jetzt kein Alkohol, kein Nikotin, nichts geraucht. Vor der RS aufgehört rauchen und seitdem rauche ich nicht mehr.
Ich bleibe so lange auf dem Platz, wo ich noch spielen kann, und es mir gut geht. Wir bleiben in Bern. Wir haben mit so einem Teilnehmer für die Berner Cannabis-Studie geredet. Schon seit Jahren machen beide mit als Konsumierende bei dieser wissenschaftlichen Arbeit. Sie wollen beide, dass es legal wird, dass es kontrolliert angebaut wird und vor allem auch gute Qualität hat. Was man als Teilnehmer bei dieser Studie genau macht, dem ist mein Kollege Max Saladin auf den Grund gegangen. Wir haben in der Begleitgruppe, in der Vorstudie, haben wir eigentlich als Konsumenten teilnehmen und eben so ein bisschen wie Studien, Projektleiter etc., die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die so ein bisschen beraten in Gruppendiskussionen, eben, ja, aus Konsumentensicht, eben im Sinne von sei es, was für Hanf angeboten wird, dass zum Beispiel verschiedene Sorten angeboten werden mit verschiedener Potenz oder eben auch nicht nur Hanf, sondern auch Hasch in dem Sinn, das Harz angeboten wird. Oder auch sonst immer so ein bisschen wie auch Einfluss nehmen, eben, was Beratung anbelangt oder eben wie das Produkt, in welchen Grössen es gibt, dass es erhältlich ist. Also wir haben da eigentlich so ein bisschen wie als Konsumenten eine Rückmeldung geben, auf was wir Wert legen. Und ja, das war schön, dass man da am Schluss eigentlich gesehen hat, dass wir da recht viel eigentlich auch haben beraten. Und das Klischee vom Kiffer ist teilweise halt immer noch recht negativ behaftet, je nach Person auch. Eben von Toleranz zu eben kein Problem mit Kiffer haben, zu plötzlich eben das Gefühl haben, ja, Kiffer sind halt so ein bisschen langsam oder vergesslich oder ja, eben keine Toleranz haben, gibt es halt wie alles. Und das ist man halt sicher selber auch ein bisschen wie dem ausgesetzt. Ich habe das Gefühl, durch die Studie relativiert sich sicher auch. Es hat sich jetzt sicher auch schon in den letzten 10 Jahren stark relativiert, einfach eben, weil es in verschiedenen Ländern, auch vor allem Kanada, USA, Thailand legal ist oder teilweise legal. Und ich habe das Gefühl, das ist sicher mehr in der Gesellschaft, in der Mitte der Gesellschaft so ein bisschen angekommen, auch, dass man kifft oder dass eben auch, ja, dass sich so ein bisschen entspannt hat. Ich glaube, früher, vor 30, 40 Jahren, war das sicher noch mal ein bisschen anders gewesen, wo halt ja, Drogen immer sehr, sehr negativ behaftet waren. Und ich habe das Gefühl, bis mit der Studie, mit der Entkriminalisierung, mit der Legalisierung global tut sich sicher schon einiges verändern. Jetzt übergebe ich das Wort noch Matthias Mast aus unserem Talk «Zusammen im Zentrum». Zusammen im Zentrum ist der höchste Wirt vom Kanton Bern, das ist der Präsident von GastroBern, Tobias Burkhalter. Das war es vom heutigen Panorama. Weitere Infos zu diesen Beiträgen findet ihr entweder unter www.plattformj.ch oder in unserer App. Ob das Wetter weiterhin so kalt und nass bleibt, erzählen uns Kollegen von Mediennews gerade im Anschluss. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Hinweis und merci fürs Zuzuschauen. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Erlebnisferien. Made in Bern. Wie heisst es immer so schön, der April, der macht, was er will. Letzte Woche waren wir noch total im Sommerplausch und jetzt wieder zurück in einen Winterrausch. Der ein oder andere hat heute am Morgen sicher nicht schlecht gestöhnt, als er gesehen hat, dass es schneit und das ab 500 bis 900 Meter. Herzlich willkommen bei Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern am 18. April. Ja, vorerst geht es in diesem Stil weiter wie die letzten Tage. Es erreicht uns nach wie vor mit einer nordwestlichen bis nördlichen Strömung labile und kühle Polarluft. Immerhin erreicht uns am Freitag in der Höhe zunächst ein bisschen weniger kühle Luft. In der Nacht auf den Samstag folgt dann der nächste Schub mit polarer Kaltluft.
Ja, morgen am Morgen müssen wir uns ganz gut überlegen, mit welchem Gesichtsausdruck wir uns der Wohnung geben. Der könnte nämlich auch eine Weile so bleiben, denn es ist ein kalter Start. Lokal ist leichter Frost möglich. Zuerst gibt es vor allem hohe und mittelhohe Wolken. Dazwischen hat die Sonne sogar noch ein bisschen Platz am Himmel. Bis zum Mittag werden die Wolken dichter, der Wind frisch tief. Noch ist es trocken. Der Endspurt ins Wochenende zeigt sich am Nachmittag stark bewölkt und später fängt es dann an regnen. In der Höhe steigen die Temperaturen ein bisschen an. Das liegt an einer warmfrontartigen Störung. Die Schneefallgrenze die pendelt um die 1000 Meter. In den tiefen Lagen kommt die Kurzmilderung nicht wirklich an. Temperaturhöchstwerte bleiben wohl einmal mehr einstellig. Der zublassende kräftige Südwest- bis Westwind mit Spitzen von 50 bis knapp 60 km in der Stunde und auf den Bergen geht ein starker bis stürmischer West- bis Nordwestwind. Ja, am Wochenende setzt sich das kühle Aprilwetter fort. Immer wieder müssen wir mit Niederschlägen rechnen. Zum Teil sind die auch gewitterig durchsetzt und mit Graupel. Die Schneefallgrenze liegt ab 500 bis 900 Meter. Und in der Nacht auf den Montag, da lockert sich die Bewölkung auf und es gibt verbreitet Frostgefahr. Montag und Dienstag zeigen sich aus heutiger Sicht mit einer veränderlichen Bewölkung, meist trocken, bevor es ab Mittwoch wiederum unbeständiger und zum Teil nass wird. Ja, das war es von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Aprilwetterzeit. Ade miteinander.